So, heute geht es um das Gebet, Beziehungsgebet für unsere Freundschaften, Ehe. Wir haben ja alle sind in Beziehungen. Ich merke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet zusammen, kann man sagen, oder? Kann man sagen. Beziehungen ist eines von diesen 5 Themen. Wir haben ja vor Jahren dieses Next Step Buch geschrieben. Das heißt, lebe wie niemals zuvor. Und diese Themen, die wir jeden Tag bringen, sind da raus. Also gestern war es Glauben, heute geht es um Beziehungen. Wir beginnen gerade mit erstens, wir beginnen einfach mal Gott Danke zu sagen für die Beziehungen, die wir haben. Mit dem möchte ich sagen, es geht jetzt gar nicht darum, sind die Beziehungen gut oder schlecht in dem Sinn, Ja. das ist das nicht das Thema. Ist mir immer klar, wenn man dafür dankt, dann denkt man plötzlich, ja gut, mit meiner Mutter, meinem Vater, meinen Freunden, vielleicht mit meinem Pastor, mit der Politik habe ich Streit, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern man beginnt wie beim Abendmahl. Jesus, bevor er betete für Heilung, bevor er betete auch, dass das Evangelium sich verbreitet, hat Jesus das Blut genommen und einmal Gott Danke gesagt. Also wir beginnen jetzt gerade mit einem Dankesgebet, einfach mal für alles, was Gott uns anvertraut hat. Und es gibt niemand, der 100% komplett isoliert, total alleine wäre mit irgendjemand, weil irgendjemand hat dich nur schon einmal auf die Welt gebracht. Ja, und achte dich mal darauf, wenn du zum Beispiel Danke sagst für deine Mutter, Danke für deinen Vater, Danke für deine Geschwister, was es in dir macht, weil das, was es in dir auslöst oder die Gefühle, die du wahrnimmst, sind immer eine gute Grundlage, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Genau. Vater, wir danken dir für alle Beziehungen, die du uns anvertraut hast, ob es jetzt gut, schwierig oder problematisch sind in dem Sinne. Wir danken dir einfach mal für die Eltern, die du gebraucht hast, um mich durch sie auf diese Welt zu bringen. Du hast auch den Ort für mich ausgesucht, wo ich geboren werde, in der Kultur, in der Art und Weise, wo ich bin. Und dennoch sagst du, du hast mich geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter, noch bevor ein Tag begann. Kunstvoll bin ich gemacht und du hast jeden Tag auch aufgeschrieben. Ich danke dir jetzt auch für meine Geschwister, Ja. die du mir anvertraut hast. Ich danke dir auch für meine Arbeitskollegen, Kolleginnen. Ich danke dir für die Gemeinschaft von Christen, wo ich weltweit unterwegs bin. Es ist interessant, du kannst irgendwo hingehen, du triffst einen Christen, eine Christin und du hast das Gefühl, wir sind Brüder, Schwestern, seit Jahren kennen wir uns. Und das ist die Kraft vom Heiligen Geist, der deinem Geist auch Hallo in dem Sinne sagt. Aber ich danke dir einfach jetzt mal für all das, was du mir anvertraut hast, links und rechts. Man kann sagen, es ist wie ein 360 Grad. Man kann mal nach oben schauen, nach unten, nach links, rechts, nach vorne, nach hinten. Es gab auch Freundschaften, die sind in der Zukunft, wird Gott uns die bringen, nach vorne. Es gab auch Freundschaften hinter uns, die uns geprägt haben, die uns zu dem gemacht haben, die wir heute sind, die vielleicht nicht mehr da sind. Aber wir danken dir einfach mal für alles, was du uns anvertraut hast. Ja. Und das ist nämlich jetzt bereits ein Statement, das wir setzen, dass wir immer umgeben sind in dem Sinne von dem größten Geschenk Gottes, weil die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann sagen natürlich die Single, ja gut, danke vielmals, Gott, dann bring mir doch mal die richtige Person. Aber es sagt eigentlich etwas aus, es ist in unser Herzen hineingelegt für Beziehung. Also einfach, wir sagen Danke, das ändert in dem Sinne jetzt einmal die Atmosphäre. Und aus dem Danke raus kommt Susanne das Zweite, dann kommt die Frage, wie kann ich konkret in diese Freundschaften investieren? Ja, also im Prediger 4, Vers 9 bis 10 heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und dieses Bild vom Hinfallen und Aufhelfen ist so ein Bild, Ja. was Beziehungen ausmacht. Und hier im Buch auf Seite 81 für alle, die dieses Buch zu Hause haben, stehen ganz verschiedene Arten von Freundschaften und es ist einfach mal spannend zu schauen. Und lass uns mal so ein bisschen durchgehen. Also ich habe die Liste 1:1 kopiert aus diesem Buch und einfach mal so zu sortieren. Jetzt haben wir vorhin Danke gesagt für Arbeitskollegen, Verwandte, Ja. Familie und so weiter. Und jetzt gibt es verschiedene Beziehungen. Also es gibt Freunde des Herzens und ich werde jetzt einfach mal was denn so Freunde des Herzens ausmacht,
aufzählen und man merkt, also mich hat es extrem dankbar gemacht beim Aufschreiben, weil ich gemerkt habe, das sind zum Beispiel meine Small Group Freunde oder aha, das in diese Sparte gehören die und die Personen, in diese Sparte gehören die und die Personen und das mal so ein bisschen zuordnen, gibt eine Ordnung. Also Freunde des Herzens steht da gegenseitige Ermutigung, gegenseitige Ermahnung und gemeinsamer Spaß. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich fand es spannend, dass Freunde des Herzens eben auch Ermahnung geben dürfen und dass dann Platz ist in meinem Herz, um diese Ermahnung auch zuzulassen. Freunde des Herzens, Das ist nicht ganz, irgendjemand. das ist gut gesagt. Nicht jede Person hat den Schlüssel, sage ich jetzt mal, den Zugang. Logisch, wir sind immer offen für Feedback, das ist kein Thema. Aber es ist nicht einfach jede Person, oder ich bin nicht berufen, zu jeder Person was zu sagen. Es ist eben Freunde vom Herzen. Dann? Und dann Freunde des Glaubens, da habe ich jetzt zum Beispiel meine Small Group aufgeschrieben. Sie inspirieren einander, das bedeutet Verbindlichkeit, Annahme und voneinander lernen. Und das hat mich gerade in Bezug auf die Small Group so dankbar gemacht. Vielleicht bist du in einer Small Group, vielleicht suchst du noch eine Small Group, vielleicht ist es Zeit für dich, eine Small Group zu starten, wo ihr sagt, hey, wir sind verbindlich, wir nehmen einander an, so wie wir sind. Ich habe eine ganz unterschiedliche Leute in meiner Small Group und wir lernen voneinander. Das ist doch mega schön, wenn man diese Dinge mal so ein bisschen aufschreibt und sagt, ja, das ist das Ziel, das ist die Grundlage von unserer Small Group, zum Beispiel von Freunden des Glaubens. Dann haben wir Freunde im Umfeld, auch eine andere Art von Freunden, die inspirieren einander, wir dienen einander und machen einander besser. Wir nutzen in dem Sinne die Synergien. Also das ist auch ganz interessant. Es ist nicht Freunde vom Herzen, es können einfach auch Leute sein in der Arbeitswelt, in der Schule, in der Uni, wo man einfach sagt, das sind super gute Networking-Synergien, wo dann Leute sagen, ja, du bist nur mein Freund, meine Freundin, weil du mich gebrauchen kannst. Und da muss man immer ein bisschen ehrlich sagen, ja, es gibt einfach so Zweckfreundschaften, das ist aber ein anderes Level, weil wenn man über Freundschaften spricht, hat man immer ein Thema, ein Gefühl über alles. Aber wenn man das ein bisschen auseinander nimmt, merkt man plötzlich, das stimmt, weil man kann nicht für jede Freundesgruppe den gleichen Anspruch in dem Sinne haben. Dann historische Freundschaften, man kennt sich vielleicht schon seit Geburt, man ist im gleichen Ort aufgewachsen, vielleicht die beste Freundin von deiner Mutter und man hat sich so kennengelernt. Es ist auch so, man entwickelt sich zusammen. Also wenn ich an unsere Kinder denke, die haben ein paar Freundschaften, die haben sie seit Kindheit an in die gleiche Schule gegangen, am gleichen Ort aufgewachsen und da ist auch etwas entstanden aus etwas Historischem in dem Sinne. Und dann hast du es gesagt, Susanne, gibt es noch die Zwecksfreundschaften. Zweckfreundschaften, die teilen ein Thema, die tauschen darüber aus und auch das ist legitim. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, ich habe dieses Buch nicht, ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles hinkriege. Du kannst zurückspulen, du kannst das alles in Ruhe abtippen und dann hast du diese Liste, die wir dir jetzt vorgelesen haben. Und es geht einfach darum, Gott zu bitten und das machen wir jetzt. Nochmal ganz kurz auf Seite 81. Seite 81 diesem Buch, mach das bewusst, wenn du das Buch schon hast, einfach Seite 81. Wenn du das Buch nicht hast, hilft das extrem, auch in der Gebetszeit. Also Susanne, bete jetzt einfach für es hilft einmal das zu verstehen, wenn wir über Freundschaften beten, dann beten wir oft, Gott segne meine Freundschaften, hast du vielleicht die beste Freundin, den besten Freund im Kopf, aber sie ist viel breiter als bloß eine Gruppe. Ja, und himmlischer Vater, ich danke dir für die Palette von Freunden, von Menschen, die uns umgeben. Und ich danke dir, dass du jetzt in dem Moment sprichst. Wo legst du den Fokus bei mir, bei jeder einzelnen Person? Wo ist es Zeit, etwas hinzuzufügen an Freundschaften? Wo ist es Zeit, Fokus zu setzen in Freundschaften? Heiliger Geist, wir bitten dich um Weisheit bei Freundschaften. Wo ist es Zeit, Grenzen zu setzen und Punkte zu setzen, damit Neues wieder groß anfangen kann? Yes. Sprich du, Heiliger Geist, wir beten genau deswegen am Anfang des Jahres auch für unsere Beziehungen, dass Dinge sich ordnen in deinem Namen, Jesus. Yes. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir diese Gruppen verstehen, weil du wirst manchmal den Vorwurf hören, ja, du brauchst mich nur für deinen Zweck.
Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das stimmt gar nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, eben in diesen Gruppen, ist es eben so, dass man ein bisschen definieren darf und sagen, ja, das stimmt. Es ist nicht so, dass ich dich ausnutze. Es ist ein Win-Win. Du gewinnst an mir, du gewinnst an dir. Und es kann eben auch sein, dass man, wenn man weiterzieht aus einer Arbeitsstelle, gewisse Freundschaften eben nicht mehr weitergehen. Und dann denkt man immer, ich habe so viele Leute, die ich nicht mehr in meinem Leben sind. Das stimmt. Und dann denkst du aber zurück, aber welche Freundschaften sind seit Jahren die gleichen? Und jetzt geht es gerade darum, Vergebung, das ist das dritte auszusprechen, fällt mir nicht einfach. Leuten, die einen kurzen Abschnitt an der Arbeitsstelle mit mir gehen, dann kann ich sagen, ja, ich motze, ich rufe aus, ich finde sie doof, was auch immer. Und dann vergebe ich ihnen und es ist erledigt, weil ich sehe sie nicht mehr oder nicht mehr so oft, oder? Aber wenn du jetzt Freundschaften hast, die eben mit dir unterwegs sind, historisch oder sehr, sehr eng in der Gemeinschaft, in der Kirche, wenn da Menschen dich verletzen, in deiner eigenen Familie, man sich immer wieder sieht an Weihnachten, an Ostern, an den Dings, das ist eine andere Dimension. Und wir möchten jetzt beten, dass Gott uns hilft, da wo wir eng untereinander sind, da wo wir es nicht aussuchen kann, da wo man auch, du kannst Familie nicht einfach wegtrennen, das ist dann dein Fleisch und Blut. Ich sage immer, du kannst an die Fester nicht mehr gehen, verstehst? Aber es ist dein Fleisch und Blut, es ist deine Linie. Und genau da wird es ein bisschen schwierig. Das heißt in Epheser 4, Vers 32, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Also ich brauche Vergebung. Das anzunehmen ist das eine, aber das weiterzugeben, ist ein Challenge. Also Ja, und wir haben ja vorhin bei dieser Auflistung gesehen, da hat es ja, schon so ein ja, bisschen Konfliktpunkte, wenn die einen Freundschaften auch effektiv dazu da sind, um einen nicht nur zu ermutigen, sondern auch zu ermahnen oder um Synergien zu nutzen in einer anderen Freundschaftsgruppe. Da entsteht schon Potenzial, wo man auch einfach verletzt ist. Und wir alle haben so Wünsche und Erwartungen, was eben genau von diesen Beziehungen kommen sollte, dass die Herausforderung ist, dass das oft als Druck bei den anderen Personen ja. ankommt. Und ich habe jetzt so ein paar Blätter ausgedruckt mit Dingen, die da draufstehen, Wünsche, Träume, unerfüllte Erwartungen. Und anstatt, dass wir diese Dinge in den Freundschaften auf die anderen projizieren, wollen wir heute diese Dinge ganz bewusst zusammenknüllen Also, und dann, wie es heißt in 1. Petrus, die Sorgen auf Jesus werfen und einfach auf ihn werfen. ich halte es mal hin, dann kannst du immer zu dem was sagen, Susanna. Ja, unausgesprochene Erwartungen. Vielleicht ist das, du kannst Zu ja nicht schnell. so schnell Oh, machen. Weißt du, wir machen doch das so, du hast es hoch, wir lesen es vor und dann kannst du direkt damit reflektieren, hast du unausgesprochene Erwartungen, dann schreib diese Dinge auf, wo du Erwartungen hast, die nicht erfüllt sind und dann nimm sie. Auf den Moment habe ich mich gefreut. Du knüllst sie zusammen und du sagst einfach, Gott, ich werfe diese Erwartungen auf yes. dich. Ich habe sie jetzt ausgesprochen, indem ich sie vielleicht aufgeschrieben habe. Du siehst meine Erwartungen. Heiliger Geist, hilf, dass diese unausgesprochenen Erwartungen jetzt bewusst werden, dass sie nicht in mir schlummern und dann so verletzende so Sätze rauskommen, so zynische Sätze. Ich werfe diese Erwartungen auf dich. Verletzte Träume. Du hattest vielleicht Träume für deine Ehe, die nie in Erfüllung gegangen sind. Vielleicht Träume, wie du Beziehung mit deinen Kindern, mit deinen Schwiegerkindern lebst, mit deinen Schwiegereltern, mit deinen Nachbarn. Und das ist einfach verletzt. Schreib es auf. Wir zerknüllen diese verletzten Träume. Ja. Und wir werfen es auf dich, Jesus. Frust, überhaupt Frust in Beziehungen. Die eine Person hat nie Zeit, du hast das Gefühl, du bist immer die Person, die sich meldet oder vielleicht kommt dir auch noch was in den Sinn mit Frust. Frust entsteht in Beziehungen, wo die Erwartungen nicht der Realität entsprechen. Und hier, dieser Frust in Beziehungen, wir reißen es aus unseren Herzen heraus, dass wir Vergebung aussprechen und auch wieder empfangen können. Ja. Unerfüllte Hoffnungen, was man sich erhofft hat von Freundschaften,
das nicht in Erfüllung geht, bei Arbeitskollegen, die einem nicht so gefördert und gesehen haben, wie wir das uns gewünscht haben, oder in der Nachbarschaft nicht diese Beziehungen entstanden sind, die du erhofft hast, oder in deiner Familie. Unerfüllte Hoffnungen. Wir schmeißen es weg. Ja, Nicht so, auf Jesus. nicht auf mich. Enttäuschungen. Man ist getäuscht worden in seinen Erwartungen. Danke, Jesus, dass wir Enttäuschungen nicht einfach schlummern lassen müssen in uns, sondern dass wir heute, wenn es um Beziehungen geht, diesen Dingen einen Namen geben dürfen. Und ich glaube ganz fest, dass wir heute nochmal uns Zeit nehmen sollen, um Dinge aufzuschreiben. Wo bin ich enttäuscht? Wo habe ich unerfüllte Träume? Hoffnungen, die nicht eingetreten sind. Yes. Heiliger Geist, wir dürfen diese Dinge alle aufschreiben. Und anstatt mit diesem Paket innerlich rumzulaufen und bei unseren Beziehungen Druck damit zu machen, dürfen wir es auf dich werfen. Ich lese nochmal vor, 1. Petrus 5, Vers 7. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn und nicht nur einfach, damit wir schweigen und damit es weg ist, sondern denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Come on, wow. Dann, wir möchten mit dem enden. Das 4. ist, man beginnt für die Freundschaften zu beten. Und das ist eine Frage, die ich jetzt ganz konkret stelle, weil mir fällt auf, wenn ich mit meinen Freundeskollegen spreche, ich bin sehr schnell über Leute meine Urteile zu geben und zu jammern. Du hättest da sein sollen, du hättest dies, das, was auch immer. Aber Jesus hat, bevor er in den Himmel ging, nahm er die Jünger zusammen und hat gesagt, ich habe eine Bitte, bleibt zusammen in der Einheit. Also Einheit ist etwas, was nicht einfach automatisch so passiert, sondern man muss dafür kämpfen. Und eine gute Freundschaft muss man dafür kämpfen. Und das ist meine Frage, wie oft betest du ganz konkret in der Agenda drin, wo du sagst, ich nehme mir Zeit, um für meine Freundschaften zu beten, dass Gott uns bewahrt von Streit, von Ungerechtigkeit, von Missverständnis, dass Gott uns das Gelingen gibt. Das ist die gleiche Frage, betest du jede Woche für die Kirche, wo du gehst, für den Pastoren, für die Regierung, weil es ist so einfach zu sagen, an dem hätte man besser entscheiden müssen, das hätte Fahrerkette, sage ich immer, aber wie oft gehen wir ins Gebet und beten Gott für die Gunst und auch seine Gnade. Und jetzt bitte ich dich einfach mit mir zu beten für das, was Gott dir anvertraut hat, dass wir beten. Ich bete jetzt, dass der Geist vom Streit aus diesen Freundschaften rausgeht. Ich bete, dass der Geist der Rechthaberei, der Missgunst, vom Eifersucht, auch Vergleichen, vom negativen Sprechen hinter dem Rücken, wo man übereinander spricht statt miteinander. Ich bete jetzt einfach, dass dieser Geist, der immer wieder reinschleicht wie eine Schlange, ganz perfid und ganz unbemerkt, sage jetzt auch wieder, wir schließen diese Türen, wir schließen diese Orte, wo etwas reingekommen ist, im Namen von Jesus. Und ich segne jetzt einfach meine Freundschaften. Jetzt sprich die Namen aus von Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Menschen, wo du sagst, wow, wenn ich an ihn, sie denke, dann geht mein Herz aus. Sprich jetzt einfach diese Namen aus und nimm das in deine Agenda, wo du sagst, ich bete über sie, ich bete für sie und ich höre sogar noch prophetisch, ob Gott mir ein Wort gibt, eine Ermutigung gibt, wo ich einfach einen Satz sagen kann, ohne jetzt mal, der Herr hat zu mir gesprochen heute Morgen durch dich, sondern einfach ganz natürlich eine Ermutigung, eine Karte, eine Blume, I don't know. Manchmal braucht es viel weniger, als du denkst, und es hat auch nicht mit Finanzen zu tun, sondern der größte Reichtum ist in unserem Herzen, wo man an jemanden denkt oder dir kommt ein Freund in den Sinn, es kommt einen Gedanken in den Sinn und denkst, wieso kommt die Person mir in den Sinn aus dem Nichts? Es sind so Reflexe, die man sich aneignet. So, ich segne dich jetzt im Namen vom Vater, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an unserer Stelle für all unsere Fehler, Sünden gestorben ist, was auch immer in unseren Freundschaften geschehen ist, von meiner Seite, von ihrer Seite. Wir legen das ans Kreuz und der Schuldbrief ist zerrissen ein für alle Mal.
Ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass der Geist Gottes dein bester Lehrer ist in Bezug auf deine Freundschaften, deine Beziehungen, wo du sagen kannst, von jetzt einem Jahr, ich bin nicht mehr am gleichen Punkt. Gott hat gesegnet, Gott hat hinzugefügt, Gott hat auch vielleicht Dinge weggenommen, aber in all dem merke ich und sehe ich, die Treue von Gott ist wunderbar. Amen. Amen. Also bis morgen zum nächsten Gebet und danke, dass ihr dabei seid, so zahlreich, bereits schon früh am Morgen und die anderen hören es auch später noch. Das ist auch das Coole an dem ganzen Online-Prayer, man kann das irgendwo dann auch zuhören und du kannst auch den Link gerne weiterschicken. God bless you und Tschüss. ciao, ciao.